schön sind ihr da bei Handgelenk Pi. Ich bin Anne. Heute habe ich mir vorgestellt, wir werden uns aus verschiedensten Spielkarten und irgendwelchen anderen Kärtchen ganz viele verschiedene Täschchen basteln für unser Junk Journal. Ja, ich habe ganz einen Haufen Material parat gemacht. Ich habe ganz Haufen verschiedenste Ideen und es tut mir zum Voraus schon mega leid. Ich weiß, ich werde mich komplett verzetteln. Darum könnte es gut sein, dass wir ab und zu mal einen kleinen Schnitt machen. Weil ich habe ganz Haufen Ideen, aber komplett keinen Plan, wie ich es umsetzen soll. Also ich würde sagen, einfach drauf los, einfach reinstürzen, einfach machen. Etwas habe ich mir tatsächlich überlegt. Und zwar als erstes möchte ich gerne anfangen mit diesen zwei herzigen Karten aus einem alten Quartett. Die anderen gehen da mal noch ein bisschen warten, irgendwo, wo es noch Platz hat, ein bisschen fort. So, und das möchte ich machen mit ein bisschen Servietten, so dass die Blümchen noch ein bisschen durchschimmern. Darum tue ich jetzt oben und unten einmal mit so irgendeinem Fötzeli, Papierli-Geschmäusli das abdecken, was ich hier nicht sehen will. Ein bisschen Noten. Fände ich jetzt noch so schön da. So und so. Das klebe ich mal drauf und dann kommt die Serviette drauf und dann sehen wir, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Das klebe ich jetzt doch gerade mal mit ein bisschen Tacky Glue drauf, weil ich das Gefühl habe, das ist ja dann der Untergrund, das sollte ein bisschen gut haben und die Kärtchen, haben ja so eine glänzige Oberfläche. Ich wollte einfach sicher sein, dass ihr das gut habt. So, da auch noch gerade ein bisschen. Das ist doch das Schöne am Basteln, man kann einfach drauf losmachen und ja, manchmal weiss man am Anfang gar noch nicht, wie es rauskommt. Und dann schaut man einfach. Und keine Angst für die Kenner. Ich habe jetzt hier also nicht irgendwie 10'000 frankige Pokémon-Karten von den Kindern aus dem Ordner geklaut. Nein. Das ist alles nur Bulk. Aber hey, ein Kenner hätte das natürlich gesehen. Gell? Die Kenner unter uns, die wissen das. So. Gut. Dann fahren wir noch weiter mit dem. Den Leim, gell? Den Leim den verkehrten Weg reinstellen. Extra so gemacht dafür. Gut, also drauf mit dieser Note. Und dann haben wir da schon ein bisschen die Serviette parat gemacht. Ich habe es hier schon ein bisschen abgeknübelt, dass ich jetzt nicht noch lange knübeln muss. Dann haben wir unsere oberste Schicht. Und was da super funktioniert, ist im Fall, kann man so Servietten mit Stiftleim drauf machen. Drauf kleben. Stiftleim. Einfach so. Und ich klebe das jetzt hier einfach mal über das Ganze drüber. In der Hoffnung, dass das nachher irgendwie ein bisschen gut aussieht. Ich weiß es auch nicht. So. Einfach drauf. Zack. Blümli über Blümli. So, und das Ganze noch einmal. Dann hoffen wir, dass das ein bisschen hübsch durchschimmert. Ein bisschen etwas habe ich gesehen, dass man sieht. So. Da machen wir gerade so drauf. Zack, diesen Weg. Und dann gibt es da natürlich auch verschiedene Techniken, wie man jetzt das ablösen kann. Mit ein bisschen Wasser und dann könnte man reissen. Aber ich glaube, weil ich jetzt so noch die anderen Fötzchen dran habe,
Ich schneide das jetzt einfach rundum ab. So. Falls es mir jetzt ein bisschen abrupfen würde, wäre mir das auch egal. Ja, ich schneide gerade noch ein bisschen von den Karten ab. Ja, noch. Das ist der Karte egal. So. Und jetzt? Wie sieht denn das aus? Gar nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel. Es hat jetzt auch ein bisschen Rümpfe, dass es irgendwie nicht ganz drauf klebt. Aber das ist gar nicht so schlimm. Das gibt jetzt eher ein höheres Täschchen. Aber ja, ich glaube, es ist ja gar noch nicht ganz fertig. Aber das haben wir jetzt natürlich so gemacht, dass das hoch wird. Das kann dann so ein Eckentäschchen geben, zum Beispiel, wo man nur an 2 Seiten ankleben würde. Wo man dann so ein bisschen seitlich etwas reinstecken kann. Also, ich leime es hier und leime es hier und stecke nachher dann so etwas rein, wenn es der Höchweg ist. Ja, das jetzt damals Polonaise ist da. Polonaise, Spaghetti oder so. Ja, jetzt ist mir das aber noch ein bisschen zu fad. Ich finde, da braucht es noch etwas. Und für das habe ich mir da noch ein bisschen weißes Gesso parat gemacht. Ich habe die Hausmarke von Lachenmeier-Farbe. Sie haben keinen kleineren Topf gehabt. Das heisst, sie haben schon einen kleineren Topf gehabt, wo irgendwie eben irgendeine Marke war und doppelt so viel gekostet hat. Da habe ich gefunden, hey, ich brauche das schon auf irgendwann, also in den nächsten 200 Jahren, wenn wir da nur so ein Spitzchen voll brauchen. Okay, nicht auf meiner Unterlage, nicht auf meiner Unterlage. Es ist mir noch rechtzeitig in den Sinn gekommen. So. So, und so. Komm. Das will ich nicht. Ich kann natürlich auch sonst einfach weiße Farbe nehmen oder so. Ich probiere jetzt das einfach mal so ein bisschen aus, wie man das jetzt da könnte drauf schmieren, so ein bisschen. Einfach nur so ein bisschen shabby chic mäßig. Für shabby chic gibt es sicher auch spezielle Farben und spezielle Techniken, wo ich absolut keinen Plan davon habe. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so übel. Ich weiß nicht, ob man einen grossen Unterschied sieht in der Kamera. Vielleicht, wenn man es mit dem vergleicht, sieht man ein bisschen. Ich möchte hier die Rändchen noch ein bisschen machen. Oh, verkrügelt es mir ein bisschen. Das macht mir nichts. Das sieht auch noch gut aus, finde ich. So. So, ja, hey, guck mal, ich finde das noch recht cool. Oh, hier auch ein bisschen verkrügeln, wieder ein bisschen gerade machen, wenn es geht. Nein, es geht nicht, also wird es halt einfach runtergedrückt und ein bisschen übermalt. Ja, kann man auch. Finde ich auch noch cool, wenn es so die Serviette nicht ganz gerade drauf ist, sondern wenn es so ein bisschen rümpfelig drauf ist. Geht mir jetzt also auch noch gut. So. Hey, ja. Ich finde das noch recht cool. Also jetzt sieht man definitiv den Unterschied zum anderen. Vielleicht schaffe ich es noch ein bisschen besser in die Kamera zu haben.
Ah. Hey, das gefällt mir recht gut. Das darfst du jetzt hier gerade mal warten. Jetzt bin ich gerade, habe ich mega Freude. Für das, dass ich keinen blassen Schimmer hatte, was ich mache und wie es wird rauskommen, finde ich doch, dass es recht cool geworden ist. Also, noch einmal das Ganze. Ich tue schon ein bisschen vorsichtig, dass nicht jetzt mir gerade komplett alles verschmiert und alles versaut. Aber ja. Es ist ja nur ein altes Kärtchen und ein bisschen Papier und ein bisschen Servietten. Es reut mich manchmal schon. Also es ist mir schon auch schon passiert, dass mir etwas abverheilt ist. Aber der reut mich eigentlich meistens meine Zeit, die ich investiert habe. Und vor allem irgendwie, wenn ich denke, so, ja super, vorher hat es hübsch ausgesehen und jetzt habe ich das und das gemacht und jetzt sieht es einfach scheiße aus. Jetzt habe ich es versaut. Wenn ich es so einfach so gelassen hätte wie vorher, dann wäre es gut gewesen. Das ist eigentlich das, was ich muss sagen, wo mir meistens reut, jetzt nicht irgendwie das Material oder so. Weil eben, was ist es schon? Was ist es schon? Aber hey, auch aus solchen Sachen hat man dann manchmal wieder gelernt. Man weiss, wie sich das Material verhält und so weiter. Ja, und weiss fürs nächste Mal, was man dann vielleicht anders könnte machen. So, auch das, finde ich, jetzt, ist recht herzig rausgekommen und ist eigentlich von mir aus gesehen ein fertiges, hübsches Täschchen. Zack! Geht das auch warten. Die Unterlagen haben wir nicht zu fest eingesaugt. Sehr schön. Der Pinsel muss ins Wasser, gell? Ich habe schon so einen, und ich nicht ins Wasser getan habe. Eine Steinhärte. Ja, no. Den brauche ich auch so irgendwie als Spachtel oder so. Next. Was wollen wir als nächstes? Als nächstes nehmen wir mal die zwei. Die zwei, die wir komplett abdecken wollen, weil von dem will ich gar nichts sehen. Ja. Wie machen wir das? Ja, ich würde sagen, einfach mal hier draufkleben. Hier draufkleben mit Tacky Glue. Tacky. So. Und aber ganz, komm. Ganz besonders gut an den Kanten noch. Damit es uns nicht abkommt. Komm. Ich mache es jetzt wirklich mit Tacky, weil die Oberfläche von dieser Karte doch eben auch ein bisschen glänzig ist, also so, weißt du, was ich meine? Glatt, und ich da ein bisschen mit dem Stift im Schiss hat, dass man dann dort nicht genug gut drauf haben. Das wird dann früher oder später ganz bestimmt abkommen. So, ich mache die den Querweg drauf, weil ich jetzt quere Täschchen haben. So und so. Ich habe mir noch Kleberli parat gemacht. Ich habe mir noch Müsterli-Papierli parat gemacht. Ja. Was ist unser nächstes Ziel? Ich würde sagen, mal mit Kleberli. Das schneide ich jetzt auch schön rundum ab. Natürlich können wir jetzt wieder ganz normale Collage machen, so wie ich das bei der letzten, ja,
was haben wir da gemacht? Die letzten Mal so Journal-Karten zum Beispiel. Kann man natürlich ganz wilde Collagen machen. Es sieht auch super aus, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, zu den Journal-Karten, zu den grossen zum Beispiel. Oder auch zu den kleinen. Dann könnt ihr es noch abchecken, wenn ihr Lust habt. Aber ich habe jetzt hier gerade Lust, noch etwas anderes zu machen. Das nicht ganz so wild zu bekleben. Auch nicht wild mit Fötzchen bekleben, sondern eher vielleicht umkehren. Wild mit Kleberli bekleben. Und ich habe da so ganz herzige so Vögel-Kleber. Also ein bisschen Labelkleber. Labelartige. Hier haben wir noch ein bisschen, wie heisst es, Blümchen-Zeug. Das würde noch gut aussehen von der Farbe her. Würde es noch gut passen. Zack. Zack. Also komm, dann kleben wir doch jetzt mal von dem Zeugs drauf. Die Sachen ein bisschen brauchen, das ist im Fall auch ein bisschen von mir so ein Ding. So ein bisschen dick, dass ich das Gefühl habe, ja, ich weiss nicht, soll ich jetzt das wirklich brauchen? Ist das nicht ein bisschen schade? Und dann horte ich das Zeug tatsächlich und tue das so, ja, benutze das nicht. Einfach benutze das Zeug, man hat es ja schliesslich für irgendetwas. So. Ja, das kleben wir doch jetzt einfach da. Da, komm. So. Also, so. Ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie vergeudet, wenn man jetzt da zu viel von dem Zeugs draufklebt. Oh. Aber nein, nein, nein. Schau. Oder noch ein anderes Geschmäus. Andere Kleberli. Mal reinschauen, was da noch rauskommt. Irgendetwas. Oh, so ein Fuchs. So ein Fuchs. Oh ja. Oh, oh mein Gott, das ist ja herzig. Aber, jetzt ist mir gerade etwas aufgefallen. Und zwar etwas, was mir nicht so gefällt. Und zwar ist der Fuchs, wie man es sieht, ist das ein glänziger Kleber. Und das andere ist matt. Das passt mir nicht. Mit dem habe ich ein Problem. Aber das habe ich auch schon gehabt, das Problem. Jetzt nehme ich mir da so eine alte Nagelfeile. Man kann natürlich auch Sandpapier nehmen, wie heisst es, Schleifpapier, irgendetwas. Und ich schleife mir da einfach ein bisschen drüber rein. Wenn man jetzt natürlich ein feineres Schleifpapier nimmt oder eine feinere Nagelfeile oder so, kann man das ein bisschen noch ein bisschen feiner machen. Aber ich finde, es geht jetzt gerade gut. Oh, ist ein bisschen viel weggekommen. So, einerseits so und zweinerseits, nein, andererseits. Und zum Zweiten, zum anderen, was ich noch machen dazu ist, ich nehme mir ein kleines bisschen Gesso. Nur ein bisschen. Ich muss es so noch ein bisschen besser verrühren. Sonst habe ich da das Geschmier. Moment jetzt. So. Voilà. Ganz ein kleines bisschen Gesso, gar nicht mal so viel. Wirklich nur ganz wenig. Und ich gehe hier auch ein bisschen drüber. Oh. Wow. Das schmiert jetzt gerade schön grün. Von dem, was ich hier abgefärbt habe, abgeschliffen. Aber es macht nichts. Ich will auch nicht, dass es so schneeweiß wird. Ich gehe hier überall ein bisschen drüber. Ja, noch ein bisschen mehr.
brauchen wir noch ein bisschen. Ja, der Fuchs ist jetzt bei dem ein bisschen fest über den Kopf hinein geschliffen. Aber auch noch. So, was mir nicht gefällt, ist, wenn man Töpfchen abdrückt sind. Darum schaue ich wirklich, dass ich es gut verschmiere. Voilà. Hey, ja, ich finde das jetzt also noch recht schön. Machen wir den Rand noch ein bisschen. Ein bisschen. Da unten noch ein bisschen. So, und das war mal eine Pokémon-Karte. Und jetzt ist es ein recht cooles Täschchen. Oh, ja, Täschchen, hey. Täschchen braucht von mir aus gesehen ein Daumenloch. Und weil wir jetzt gerade so Handgelenk mal Pi sind, habe ich jetzt gar keine Lust, die Mitte auszumessen. Ich mache das von Auge. Augenmaß. Nicht allzu übel, würde ich sagen. Am besten legt man hier den Locher ins Gesso rein, damit er auch schön weiss wird. Da kann man so ein bisschen anfärben. Und dann sind wir durch. Jetzt können wir dem Pokémon, dem neuen, noch einen Namen geben. Fällt euch einen ein? Mir gerade nicht auf die Schnelle. Aber ich würde sagen, wir machen noch mal eins, weil es so schnell gegangen ist und weil es so Spass gemacht hat. Da. Oh, ich will die Eule. Mir gefällt die. So. Wow. Da kommt unsere Eule her. Und jetzt noch irgendein Gemüse oder so. Ah, die Hälfte geht mir runter. Da, ja, schau jetzt. Beere. Vogelbeere. Oder, nein, das ist hübscher da. Irgend so ein Farn mit Libellen. Ah. Nicht sparen mit den Kleberli, sondern drauf mit dem Zeug. So. Genau. Das braucht es nicht. Geh weg. Und jetzt haben wir da auch noch etwas bei diesen anderen Kleberli. Pilze. Nein, Pilze sind doch dumm. Nochmal ein Vögel. Das Büsi, nein, das passt gar nicht. Noch mehr Pilze. Noch mehr Vögel. Häsli. Aber da ohne Rand und ohne Adventure. Das geht weg. Oh. Krumm. Den Rand wollte ich nicht. Und jetzt sieht es wahrscheinlich blöd aus. Meinst du? Nein. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass die Eule jetzt die Häschen frisst. Aber es sind ja nicht Mäuse, oder? Die frisst doch sicher nur Mäuse. Das ist nicht so eine grosse Eule. So. Dann machen wir das auch gerade noch einmal so, weil das auch wieder ein glänziger Kleber ist. Ich tue hier ein bisschen drüber rein. Kratzen, schaben, fielen, keine Ahnung was. Um den Glanz ein bisschen wegzumachen oder aufbrechen oder keine Ahnung was machen mit dem. Und wieder ein bisschen weißes
Gesso. Wenn ich es dann schaffe, das herzuholen. So. Da klebt es noch nicht ganz drauf irgendwie. Oh, voll im Hals über die Rinde rein. Seht ihr nicht mehr. So, und das Gesso macht halt eben auch ein bisschen matt. Ein bisschen matt. Ich weiss nicht, ob ihr Erfahrung habt mit Mod Podge oder mit Art Podge oder wie man immer sagt. Ich kenne nur gerade die Glänzung. Vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, wenn man mit dem Matten da drüber würde. Was meint ihr? Kennt ihr euch aus da? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, hä? Matte Art Podge drüber streichen. Schau, jetzt habe ich schon wieder das Ding vergessen. Das Loch. So. Alles weiss. Da auch. Normal. Handgelenk mal Pi, ungefähr die Mitte. Ja, es ist etwa da. Oh, jetzt klemmt es wieder. Oh, das ist doch eine Idee. Oh, voilà. Da, mein Töpfchen noch ein bisschen verschmieren, was es jetzt gerade gegeben hat. Voilà. Das ist unser zweites Täschchen, finde ich. Das ist auch noch recht herzig. Gut. Und jetzt muss ich hier schnell studieren und schnell das Zeug zusammenräumen. Und schauen, was wir als nächstes wollen. Ja, die Täschchenmacherei ist tatsächlich ein bisschen ausgeartet. Das Video ist unendlich lang geworden und aus diesem Grund machen wir hier einen kleinen Break. Das wäre der erste Teil gewesen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Täschchen am Schluss rausgekommen sind und was mit diesen beiden hier schief gelaufen ist, dann abonniert ihr am gescheitsten meinen Kanal, dann verpasst ihr nämlich Teil 2 nicht. Wir sehen uns dann. Tschüss!